Salut zusammen, herzlich willkommen zu der weiteren Ausgabe von Helveticast. Und heute, sehen wir heute alles. Ich muss mal schauen, ob ich die Dings so drauf habe. Ha, da hat es geklappt. Nein, der stimmt nicht. Unsere heutigen Gegner, Opponenten, die uns unterhalten werden, unsere Gladiatoren, sind der Stefano und der Liquid TG. Ja, der Stefano ist mal vermutlich der beste europäische Zerg. Der Teja, der hätte sollen nachforschen, was der genau ist. Von so einem bekannten Namen. Und wenn bei Liquid dabei ist, dann ist man sowieso ein bekannter Name. Hehe. Auf jeden Fall wird man hier mal wieder als Terran vs. Protoss gesehen. Das ist jetzt noch nicht Heart of the Swarm. Irgendwie funktioniert mit Heart of the Swarm im Moment nicht. Und es ist auch irgendwie schwierig zum Replays, finde ich. Ich finde im Moment nur vom Special Tactics, vom White Draw, finde ich im Moment Replays relativ einfach. Für Heart of the Swarm, aber sonst eher schwierig. Was nicht schlecht soll heißen, weil der White Draw ist einer von meinen persönlichen Lieblingsspieler. Zu sehr vom Playstil her. Ja, er ist sicher gut dabei. Aber er macht sich halt einen Namen dadurch, dass er Haufen coole Sachen macht, dass er von Turnier zu Turnier geht. Und eben auch, dass er seine Replays zeigt und dass er uns eben wieder mit Special Tactics unterhaltet. Also, wir sehen hier relative Standard-Opener. Mal schauen, wie ist die Taste nochmal für Production Tab. Hier, Production Tab D. D muss sich alles wieder angewöhnen. Und was machen die Probes? Wir sehen hier, eine Expansion vom Stefano. Before Hatch. Und der TJ wird das jetzt sehen. Der TJ sieht das. Und reagiert drauf mit Command Center. Nein, da ist natürlich nicht die Reaktion drauf. Er hat schon Parax und das sieht so aus, als ob er hier so etwas im Bunker Rush wird probieren. Er ist schon alles aufgerallt. Die Drone, das SCV da wird sofort vertrieben. Für die Drone einmal reingehauen. Und schon muss die wieder verschwinden. Aber anscheinend wird das kein One-Base All-In. Das ist nur etwas zum ein bisschen delayen. Das ist immer schlau zu machen. Wobei ich unterdessen das Gefühl habe, probiert das nicht mal mehr. Er hat den Marine zurückgezogen, er probiert hier nichts zu rushen, nichts Spezielles, hat sich stattdessen entschieden, das zweite Command Center zu setzen, um nicht ökonomisch Zeit zurückzufallen. Wir sehen hier, er hat schon Minardet und das SCV hat es nicht geschafft, irgendwo da am Bunker zu verstecken. Und mit dem Stefano hier schon mal anfängt, seine Overlords überall zu positionieren, hat hierhin natürlich schon einen. So nachher in die Base vom Gegner zu fliegen. Die Informationen haben wahrscheinlich so um die 8, 9, 10 Minuten rum. Der TJ weiss das natürlich, hat vorher seinen Marine Show gegen den Overlord schiessen lassen. Und was sehen wir? Roach One unterwegs für den TJ, für den Stefan natürlich. Auf Roach ist es wahrscheinlich. Und hat er schon einen Haufen Drones produziert. Jetzt auch Licht vorne. Mit 2 Queens hier mögliche halbwegs brauchbare Defense gegen Hellions, aber Hellions werden nicht so schnell kommen. Wir sehen hier ein weiteres Command Center, ist das schon die Erweiterung oder der TJ das nur, der TJ wahrscheinlich baut er das nur, um mehr Mules können zu bauen fürs Erste. Um dann später hier relativ einfach erweitern zu können, indem man es einfach überfliegt. Es ist immer gut, ein paar extra Command Center zu haben. Das ist zumindest nie verkehrt. Und der Stefano verteilt hier weiter seine Overlords. Der Overlord ist natürlich relativ wichtig, um irgendwelche Shenanigans mit Drops relativ früh zu sehen. Und er scheint hier der Küste nach relativ viel von denen zu positionieren zu wollen, um sicher zu wissen, was geht. Da oben auch einer, der einen Drop relativ früh sieht. Und wir haben hier einen ersten Angriff. Der Bunker sollte eigentlich, der Stefano probiert es nicht einmal.
Auch wenn der Teacher da sofort seine SUVs hergezogen hätte, um können im Fall der Fälle zu reparieren. Aber ich erhebe schon meine Stimme, wo schon alles vorbei ist und der Stefano Creep spreadet, das gäbe es kein Morgen mehr. Was in Anbetracht dessen, dass heute der 21. Dezember ist, durchaus möglich sein könnte. Sagen zumindest gewisse Leute, aber der Kaibe Mayas haben ja nicht mal gesehen, dass die Spanier kommen, also ich glaube literally nicht, ich glaube die sind schon ausgestorben gewesen, bevor die Spanier gekommen sind. Aber das müsste ich nachher prüfen. Ja, ist schon peinlich, wenn das als Historiker nicht per se weiss. Und das sind schon die ersten Hellions. Da kennt ihr ein 1-1-1-Bild. Gut, ein altes 1-1-1-Bild. Und hier sehen wir die Stimpaks. Ja, natürlich die Stimpaks. Sieht cool aus, wenn man das so macht, nicht? Und Destructible Rocks werden angegriffen. Die Hellions helfen nicht dabei, weil Steine nun mal nicht so gut brennen. Und jetzt wird wahrscheinlich ein erster Angriff mit den Hellions kommen. Hat der Blue Flame schon? Nein, das kann ich jetzt nicht schauen, ob Blue Flame schon hat. Nein, er hat sie nicht, das wissen wir jetzt definitiv. Und ja, so ein Roach ist halt Banshee unterwegs, das hätten wir sollen gesehen. Und hier wird sich die Queen können schnappen. Nein, er muss sich zurückziehen, da kommt einfach zu viel anderes Zeugs. Und mit dem Creep, der schon so weit draußen ist, ist es natürlich sehr, sehr schwer, mit diesen Hellions irgendetwas anzufangen. Gleiches gilt für hier den... es weiss gar niemand, dass da oben Creep ist. Wunderbar, aber wird TJ können allzu viel Schaden machen? Ich bleibe jetzt einfach dabei, dem TJ zu sagen, auch wenn er Teja heisst. Teja heisst. Aber er wird nicht allzu viel Schaden können rausholen aus der Banshee. Weil der Stefano ist darauf vorbereitet gewesen. Jetzt kommt noch eine zweite Banshee, aber sich da nicht overcommitted. Ist jetzt Siege Tech unterwegs, weitere Marines kommen raus und wahrscheinlich wird er jetzt auf ein relativ normales Siegeplay Tank Marine Play wechseln. Was immer gut ist, 1-2 Banshees zu haben, um quasi die Sicht zu haben. Und wir sehen mehr Marines. Erst die Tanks kommen raus und die beiden Queens laufen die Fürsche angreifen und sie verwünschen einen von den beiden Banshees. Sehr gute Konzentration da vom Stefano. Einen Moment hat da der Teja nicht aufgepasst. Und jetzt hat er nur noch ein Banshee. Jetzt könnte das gefährlich werden. Die Roaches und die Ringer. Wahrscheinlich zu wenig, um durch den Wall zu brechen. Wenn hier die dritte Basis kommt. Und gleichzeitig zur dritten Basis holt sich der Stefano hier die vierte Basis, um seinen leichten Vorsprung einzuhalten. Wir sehen einen Haufen Command Center. Was kommt hier? Marines, aber noch kein Schild. Es ist jetzt hier am Aufbau, aber 2+2 ist schon unterwegs. Und das Upgrade für Tech-Schaden ist auch schon unterwegs. Also die Marines werden mit ziemlich viel Schaden rauskommen. Die müssen sich alles zurückziehen. Der erste Plus 1 Grand Carapace Schaden. Ich persönlich denke, das ist eigentlich eine sehr gute Wahl für Zerg. Zuerst Panzerung zu erforschen. Weil, sagen wir so, Zerglinge halten einfach viel mehr aus und bei Zerglingen ist es wirklich so, dass sie wesentlich mehr Schaden machen. Außerdem ist gerade bei dieser Army Composition ist der Schaden müsste einzeln erforscht werden für Zerglings. Wobei, er hätte jetzt den Plus 1 Direktangriff. Oh, und der Adrenal Gland sind schon unterwegs. Er hat also völlig unbemerkt hier schon zu Hive-Tech aufgeschafft. Und jetzt kommt der Marines. Er braucht dringend ein paar Infestors, um mit all den Marines fertig zu werden. Aber die Tanks sind halt auch schon da. Und hier wird mit dem Creep schön langsam aber sicher aufgeräumt. Der Marine hat nur schauen, ob da eine Basis ist, hat sie auch gesehen. Hätte für sein Leben müssen lassen. Und der TJ, ich glaube, entscheidet sich hier, sich wieder zurückzuziehen. Hätte hier den Creep ein bisschen zurückdrängen und jetzt aber warten, bis er zurückgefahren ist, um den Push fortzusetzen und holt sich auch seinerseits die vierte Basis als Antwort auf die vierte Basis von Stefano.
Stefano wird jetzt... Oh, wir haben Ultralisk auf dem Weg. Ultralisk sollte eigentlich nicht schlecht sein gegen die Army Composition. Hier die beiden Changeling haben es nicht besonders weit gebracht. Und die 5. Basis ist hier unter Angriff. Muss Stefano das möglicherweise angreifen. Und hier kommt auf der anderen Seite der Angriff mit den Hellions. Kann hier 2-3 gute Schläge gegen Zerglinge ausführen. Die beiden müssen sich jetzt zurückziehen. Nur 4 Marines, das ist zum Fungal Groves rauszulocken. Aber der Stefano scheint sich hier entschieden zu haben, die Basis aufzugeben. Und verliert die Basis. Er verliert noch ein paar Marine der TJ, wo das Ding rauskommt. Aber da hätte er wahrscheinlich nicht viel machen. Gut durch. Und hier sind Ultralisk auf dem Weg. Und er kann da die Armee umschlingen. Von hinten der Angriff mit den Dings. Verliert hier alles der Ceca. Aber der Stefano muss auch ein paar schwere Schäden hinnehmen. Hat eine Basis verloren. Und das sieht so aus, als ob Thea das knapp gewonnen hat, die Begegnung. Aber der Stefano kann natürlich als Zerg relativ schnell wieder aufarbeiten. Während dem Dix, glaube ich, kein einziger Tank mehr vor hat. Aber hier kommen Dings, Medivacs und Medivacs machen das natürlich zu einem ganz anderen Kampf. Stim gehen runter, aber jetzt die 3 oder 4 Ultralisken, die gehen natürlich kräftig, machen Schaden, fressen einen Haufen von den Marines. Und da kommen noch ein paar Speedling und die machen natürlich auch noch das Serie. Aber 2 Marines machen halt auch insane viel Schaden und wenn noch drüber das Medivac weisst, ja, dann ist das nicht so einfach. Und hier steht das Planetary Fortress und das kann der Stefan natürlich. Es ist natürlich sehr verlustreich, das so gerade anzugreifen, aber anscheinend könnte die Ultraliske das einfach so zerstören. Ein grosses Problem. Und er muss sich jetzt eine neue Position suchen. Da geht der Fungal Grove und er kann die Armee aufräumen, der Stefano. Das grösste Teil davon. Der TJ hier ist umgestiegen auf Marauder, was die richtige Entscheidung ist. Die sind einfach wesentlich besser gegen Ultras. Oh, die hohen Ultras sind so sauschnell auf Creep. Das glaubt man gar nicht. Und ja, das ist ein bisschen das Problem für den TJ, dass er hier nicht einfach auf den Creep drauflaufen kann. Weil das immer heisst, dass hier ist ein Drop passiert. Aber hier hat der Stefano nichts gehabt, darum ist der Drop relativ sinnlos gewesen. Er hat 3 Marines verloren. Ja, vielleicht hätte er hier gerade den Basisbau können unterbrechen. Auf jeden Fall sieht es jetzt von der Basis her ganz so schlecht aus. Der TJ hat ja auch eine Basis verloren, hat 1, 2, 3. Sein Gegner hat 4. So wird man das als Zerg. Immer eine Basis mehr, dann ist man ausgeglichen. Und hier kommt wieder der Drop. Das ist einfach nichts da. Er lässt sich noch ein bisschen aus zum Energie aufladen, aber hey, die Marines halten so scheiß viel aus. Wenn der Medivac drüber ist, sind es Melee Attack Level 3. Sind natürlich die Ultraliske hier wirklich sehr, sehr stark machen. Der Grand Carpus Level 3 auch. Dann haben wir wirklich die Ultraliske. Mit unglaublich viel Panzerung und sehr viel Schaden. Und hier explodiert die Sache. Ultraliske an allen Ecken und Enden und der TJ entscheidet sich im entscheidenden Moment, seine Truppen einzuladen. Und wir sehen mehr Infestors unterwegs, ein Spire ist unterwegs und mehr und mehr Ravens sind unterwegs, spannenderweise mit sich, Missile Upgrade. Und das nimmt mich Wunder, was der Dix da planen mit denen, indem er sich seine 50 Basis holt und Zergling ist eingegraben. Und jetzt muss er warten, bis der Turm fertig ist. Wieso schickt er nicht einen von seinen 27.000 Ravens? Ich weiß es nicht. Ich könnte die Idee Overlock versuchen. Ich komme zuerst mal zum Kampf. Wo sind die hohen Ravens überhaupt? Ach, keine hohen Ravens. Wo sind er? Hat er die irgendwo zurück? Da sind 2. Aber was nützt die dort hinein? Hier kommt ein kleiner Push.
Tanks stehen da hinten schön versteckt, wo der Dings kein Creep hat, der Stefano. Ah, und er kriegt ihn fester, das ist natürlich ein Big Win. Die Basis hat auch nur noch halbe Leben. Muss ein Dings quasi das Risiko nehmen, probiert sie zu flankieren. Aber hier steht mehr Mineral 1, aber hier kommt er mit weiteren Ultras und kann da auch einiges an Schaden machen. Das sind die Ravens mit der Seeker Missile, haben sie glaube ich etwas Schaden können machen. Die Ultras haben sie müssen umkehren zur Basis verteidigen. Vernichtet einen Haufen Sachen. Und hier auf dem High Ground, das ist der letzte Tank vom TJ, wenn ich es recht sehe. Und da oben sind halt 1001 Medivac in Reserve. Und die Ravens gehen zum Schutz. Und jetzt reagiert er endlich mit Corruptus, der Stefano. Und wird die Luftüberlegenheit mal können vernichten. Der Tage hat sich entschieden, ich gebe dem bei jedem Mal einen anderen Namen, das ist ja nicht zum Glauben. Sich entschieden, die Basis wieder raufzulupfen. Aber jetzt kommt hier eine kleine Speerspitze voll von Zerglings. Wird die zwingen, die wieder aufzulupfen oder seine ganze Armee aus der Position aus zu bewegen. Ah, und die wird jetzt da rumstehen und der Wheel geht da oben. Er ist sozusagen ein Drop-Up. Er hat es geschafft, ein paar automatischen Cans zu droppen. Und wie so ein Realiter alles dort hin. Den Infestor hat er jetzt für gar nichts verloren. Nein, nimm den Infestor zurück, Stefano, was machst du? Das hätte er wollen. Verliert er noch Queen. Dem da unten das immer noch gleich ist. Die Marines sind außer Position. Jetzt ist die Sache geregelt, aber der Stefano hat einen Infestor verloren und eine Queen. Das ist natürlich sehr eklig. Und eine unbestimmte Anzahl von Drones. Und hier kurz durch einen kleinen Scharmützel. Und immer auf die Minimap schauen. Ja, wenig Chancen für die Einheiten vom Thea, vom TJ, vom Teja. Und der Missile Turret wird auch down gehen. Und wir sehen Brood Lords unterwegs. Hier der finale Push vom Teja kommt, der kann einen Haufen vernichten. Denn die halbe Armee vom Dings hin irgendwo mit etwas anderem beschäftigt war. Hier der riesen Chunk vom Teja unterwegs. Und jetzt sind Ultralisken, Broodlords und alles unterwegs, aber das dauert natürlich ein paar wertvolle Sekunden, bis alles da ist. Und der eine Marine wird hier zurückgelassen und geopfert, hat immerhin können einen Gasgeiser können ausnehmen. Und die Armee wird jetzt aufeinandertreffen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein Spiel gesehen mit so vielen Ravens im Late Game rein. Ich habe schon ein Spiel gesehen, wo man nur Ravens gebaut hat. Irgendwelche Funday Monday Specials. Aber Stefano hat die beiden Dings vergraben. Er hat jetzt eigentlich gute Flanken. Alles gefangelt, was man fangen kann. Aber er hat einfach nicht genug Zeugs anscheinend, um gegen all die Viecher anzukommen. Wird hier vermutlich keinen noch verlieren. Die Seeker Missiles, die haben eingeschlagen. Oi. Das alles geht hier, kleine Dings. Schickt hier rauf und setzt ein paar Auto-Turrets. Und die Basis könnt ihr jetzt verlieren, Stefano, während sich hier die letzten Truppen zurückziehen. Das ist elendiglich langsam. Und das wird so teuer. Fangen die sicher. Nein, die Basis hat er verloren, Stefano, sieht nicht gut aus für ihn. Und er hat hier auf beiden Seiten Basis zu wenig. Sein Gegner die beiden Basen hat auf seiner Seite. Und als Zerg will man definitiv nicht in Basen zurücklegen, aber jetzt versucht der Stefano seine letzte Chance nochmal irgendetwas auszurichten. Und jetzt mit all diesen festen Terrans wird er nochmal etwas zu reissen. Ich habe das Gefühl, das Spiel könnte jeden Moment fertig sein. Und der Stefano hat mich Lüge gestraft, er hat
den Dings da hinten nie zu irgendetwas anderem braucht, als einfach dort zu lassen. Und verliert jetzt auch noch das letzte bisschen von seiner Armee, ist auf halbem Supply zum Gegner. Und der wird jetzt gerade probieren, nochmal anzugreifen. Nochmal nachzusetzen, wird vermutlich, vielleicht probiert die Basis nochmal anzugreifen, die nicht wieder da ist. Ja, tatsächlich, probiert es. Es wird sein letztes Scheitern in dem Spiel. Wenn er feststellt, okay, hier ist nichts. Ich kann es nicht angreifen, jetzt probiere ich hier vor Flanke zu kommen. Und hätte ihr ein Raven dabei, könnt ihr alles klar machen. Hier und den Creep vernichten. Aber zu dem Zeitpunkt spielt Creep auch nicht mehr so eine wahnsinnige Rolle. Und da geht nochmal ein Infestor down und für Stefano sieht es zunehmend schlecht aus. Und hier alles zurückziehen. Das ist alles. Und der Stefano sagt, well played and has left the game. Schönes Spiel gewesen. Relativ kurzes. Um sich wieder angewöhnen, Spiele zu casten. Ich hoffe, euch hat es gleich gefallen, auch wenn ich noch nicht ganz auf der Höhe meiner Fähigkeiten bin. Und ihr schaltet bald wieder ein, wenn es heißt SC2O castet, egal ob Helveticast, Englisch oder Hauchdeutsch. See ya!